Die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika steuert auf ihre Höhepunkte zu. Und na klar, wir reden hier bei Börse Stuttgart TV über die passenden Investmentthemen. Und ganz oben auf der Agenda steht nach wie vor das Thema Gold. Afrikas Gold in dem Falle natürlich. Volker Meinl vom X-Markets-Team der Deutschen Bank. Wie wichtig ist denn das Thema Gold für den afrikanischen Kontinent? Sehr wichtig. Also wenn Sie überlegen, wie viel der Produktion aus Afrika kommt, der weltweiten Produktion, das sind 20-25% der Goldproduktion kommt aus, und das primär Südafrika, aber auch Ghana. Die Ghanesen kennen wir ja noch kürzlich vom Fußballspiel und sind danach weiterhin dabei. Also hier sind 20-25%. Das ist nach China der zweitgrößte Produzent von Gold. Dann können Sie sich vorstellen, auch bei diesem gestiegenen Goldpreis zuletzt, ist das die afrikanische Wirtschaft unterstützt, geholfen hat. Sie haben es angesprochen, er ist schon gut gestiegen, notiert auf Dollarbasis auf Rekord und selbst auf Eurobasis nahe seinem Rekord bei ca. 1040 Euro. Die Unze, mit welcher Entwicklung rechnen Sie hier weiter? Ja, ich kann hier auf das Deutsche Bank Research zurückgreifen und die Deutsche Bank, die Experten, die sagen, es geht bis Ende nächsten Jahres auf 1420. Hier sind ungefähr die Prognosen. Wir haben ein Jahr drauf auf 1600. Da kann man natürlich sagen, so viel ist das allerdings nicht. Aber wenn man weiß, dass Research-Leute sich in der Regel ein bisschen konservativer verhalten, dann ist das schon enorm. Also ganz klar, Trend nach oben. Ja, und wenn es dann eben halt mal 10-15% mehr sind, ist es ja auch eine ganz ansehnliche Rendite. Wie kann denn der Privatanleger daran teilhaben? Ja, er kann 1:1 in Gold investieren über ein Zertifikat. Und kann da sowohl in Quanto Gold, also ohne Währungsrisiko, aber auch mit dem Währungsrisiko Euro-Dollar, kann er 1:1 setzen. Aber er kann auch ein bisschen mehr Gas geben, kann spekulativ rangehen und kann über die Knockout-Scheine, Optionsscheine auf kurzfristig oder auch langfristig steigende Goldnotierung, aber auch durchaus auf fallende Goldnotierung mit unterschiedlich spekulativen Ansätzen, das muss er ganz klar wissen, agieren. Also eine große Vielfalt an Goldprodukten. Sie haben Quantos angesprochen, kennt vielleicht noch nicht jeder, obwohl es ja schon eine ganze Weile gibt. Quanto heißt also quasi währungsunabhängig. Was sagt denn das Deutsche Bank Research? Eher Quantos kaufen oder nicht und damit letztlich möglicherweise in die Währungsfalle laufen? Ja, das ist unterschiedlich. Vor kurzem hat man noch gedacht, ja, eher Quanto. Momentan kann man sagen, man muss nicht unbedingt Quanto haben. Das ist ganz normal. Es ist letztendlich eine Spekulation auf den Euro-Dollar-Kurs. Also wer davon ausgeht, dass der Euro weiter steigt, der soll auf Gold in Euro setzen. Also hier ist ganz klar, letztendlich ist eine Frage, wie sieht jeder persönlich den Euro. Bis vor kurzem, Herr Franig, hat man noch gedacht, der kracht richtig durch. 1:1 wurde sogar schon mal genannt. Und mittlerweile hat sich der Euro ja auf 1,24 Dollar schon wieder erholt. Also ganz klar eine Euro-Dollar-Spekulation, die dann wiederum auf das Goldprodukt zu übertragen ist. Investieren in Gold mithilfe von Zertifikaten. Informationen dazu von Volker Meinl von der Deutschen Bank. Vielen Dank.